Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil im großen Saisonfazit. Leute, heute kümmern wir uns um die Abwehr. Ja, 32 Gegentore in der Bundesliga, glaube ich. Ne? Fast in jedem Spiel also ein Gegentor. In der Champions League hat es ja teilweise richtig gerappelt. Ja, ich glaube, an unseren Innenverteidigern hat es am Ende des Tages am wenigsten gelegen. Ja, Min-Jae mal ein schlechtes Spiel gegen Inter und sowas natürlich. Aber ansonsten glaube ich, war schon das zentrale Mittelfeld das große Problem und unsere Außenverteidigung, die defensiv halt nie zugegen war. Ja, ich glaube, das ist eher so das Hauptproblem. Aber wir gehen mal rein. Wir fangen mal an mit dem Opa. Opa, meine Durchschnittsnote, die ich über die Saison vergeben habe, ist die 2,86 bei 33 Spielen. Das ist eine sehr, sehr gute Note. Gehört da, glaube ich, mit zu den besten 2, 3 Spielern in der Mannschaft. Opa hat eine starke Saison gespielt. Ja, natürlich eine schwache Anfangsphase zusammen mit Min-Jae. Aber im Großen und Ganzen hat Opa auf jeden Fall einen nächsten Stepper gemacht unterm Winnie. Auch in Richtung Führungsspieler, wenn ich das Spiel in Leverkusen denke, ja, wo Opa der Einzige war, der vorangegangen ist. Der die Art Führungsspieler gegeben hat. Ansonsten hat er immer mehr Zutrauen gehabt, auch in der Abwehr das Kommando zu übernehmen. Ja, das war schon auffällig und hat auch einfach durch Leistung überzeugt. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Also Opa für mich auf einem sehr, sehr guten Weg. Man ist gerade in Gesprächen zur Vertragsverlängerung. Das sollte man festzurren, weil Opa hat schon immer alles, was der moderne Innenverteidiger braucht. Ja. Und wenn er es dann jetzt wirklich weg hat, ich erinnere mich jetzt die Saison nicht an so einen Riesenbock. Jeder Spieler hat mal Fehler drin. Fußball lebt halt auch von Fehlern. Alles ist gut. Ja, aber das war eine Saison, die sehr, sehr gut war. Nach anfänglichen Problemen natürlich, sonst wäre die Note mit Sicherheit noch besser gewesen. Aber unter Vini, der ihm noch mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen gibt, glaube ich. Und Opa, wie gesagt, für mich wächst er jetzt auch immer mehr rein in diese Führungsrolle in der Abwehr. Und ich denke, Opa wäre noch stärker, wenn er noch mal einen neben sich hätte. Wenn wir jetzt so über so einen Jonathan Tah nachdenken, glaube ich, wäre das noch mal eine gute Geschichte. Aber das ist Zukunftsmusik. Könnten wir es auch gut mit dem Ito vorstellen, obwohl der jetzt auch nicht der Anführer ist. Da müsste der Opa schon reingehen. Aber wie gesagt, Opa ist auf jeden Fall auf einer guten Entwicklung gewesen, Richtung Abwehrboss, muss man ganz klar sagen. Und ja, völlig zu Recht diesen guten Notendurchschnitt. Ja. Und ich freue mich auf die neue Saison mit dem Opa. Sage ich euch, wie es ist. Gut. Als nächstes haben wir dann Min-Jae. Gut, Min-Jae hat auf jeden Fall mehr Spiele gemacht wie Opa. Hat auch die etwas schlechtere Durchschnittsnote mit einer 3,07. Hat aber natürlich auch 11 Spiele mehr gemacht. Aber auch Min-Jae war sehr stark. Das Duo war nach anfänglichen Problemen in den ersten 5, 6 Spielen. Hat es sich gefunden, hat gut harmoniert, war sehr stark. Gerade Min-Jae hat im Kopfball viel weggeräumt. Ja, zum Ende der Saison hin war Min-Jae schwach. Bedingt hat auch durch seine Verletzung oder seine Achillesfersenprobleme. Ja, man hat ihm da keinen Gefallen getan, ihn da mit Schmerzen spielen zu lassen. Das haben wir letzte Saison schon mit dem Leroy gesehen, dass das eine Katastrophe war. Ja, von daher hat das natürlich den Durchschnitt weiter runtergesenkt, aber ich finde es ein bisschen unfair, den Min-Jae jetzt so schlecht zu reden, was weiß ich. Wie gesagt, er hat einen Großteil der Saison war er wirklich, wirklich stark. Ja. Und er ist auch alles andere als ein Anführer, das muss man auch mal ganz klar sagen. Er braucht schon jemanden neben sich, der dann auch die Viererkette führt. Das ist so ein bisschen unser Problem, was wir haben. Ja, aber Min-Jae war auch auf einem guten Weg. Wie gesagt, die Rückrunde, ja, was heißt die Rückrunde? Die Rückrunde war eigentlich auch noch sehr stabil, wenn ich gerade mal hier die Noten durchschaue. Ja, hat dann eine kleine Schwächephase zwischendrin gehabt und dann jetzt zum Schluss war es halt richtig schlecht. So, das muss man ganz klar sagen. Gegen Inter, gegen Dortmund war es eine Katastrophe.
fairerweise, ja, wir sehen es an der Anzahl der Spiele, ja, und an der Geschichte mit seiner Achillesferse. Ja, soll man nicht als Ausrede benutzen, muss man aber einfach erwähnen. Wenn man da nicht schmerzfrei ist und nicht frei ist, dann sieht das einfach so aus, ja. Und wenn wir diese Spiele wegdenken würden jetzt mal, dann hätten wir auch nicht so negatives Feedback, so, was wir jetzt mit Minjay verbinden würden. Weil davor war es wirklich stabil. Ja, er hat immer mal ein schlechtes Spiel drin gehabt, hat Upa auch gehabt. Upa war ein bisschen stabiler in meinen Augen, ja, da gehe ich mit. Aber so schlecht, wie das jetzt irgendwie geredet wurde, war Minjays Saison jetzt nicht. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Und wir müssen halt einfach gucken, dass wir in Zukunft einfach auch da ein bisschen rotieren. Ja, und nicht sagen, oh ja, die sind jetzt unbedingt eingespielt, wir knallen die jetzt durch, drauf geschissen, ob sie Schmerzen haben, drauf geschissen, ob dies oder das. Du musst halt einfach mal eine Konstellation haben, wo du ohne Wenn und Aber mal einen Innenverteidiger austauschen kannst. Ja? So, da müssen wir hinkommen und dann sieht das auch alles besser aus. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Minjay, ob man Minjay abgibt oder nicht. Wie gesagt, für mich hat er eine gute Saison gespielt, wenn wir die letzten paar Spiele rausnehmen, wo er unter Schmerzen gespielt hat. Ja, das ist meine Meinung. Aber am Ende des Tages müsst ihr das natürlich für euch entscheiden. Ne? Gut, damit kommen wir zum Eric. Eric Dyer. Durchschnittsnote. Ja, mit die beste Note in der Abwehr. 2,88, allerdings auch nur bei 21 Spielen. In der Abwehr, lass mich mal kurz gucken, waren nur Upa besser mit der 2,86. Ja, Eric hat eine starke Saison gespielt. In der Hinrunde nicht zugegen, in der Rückrunde durfte er dann ran. Aber auch immer wieder nur, wenn Not am Mann war. Nach Upas Verletzung war Eric dann gesetzt. Ja, ist jetzt nicht so, dass ein Eric jetzt hatte auch mal eine 4 drin gegen Pauli, eine 3,5 gegen Dortmund, aber ansonsten waren das alles Zweiernoten. Ja? So. Eric war ein No-Brainer, Alter. Eric ist halt auch der alles ausgestrahlt hat. Ja? Der Anführer hat die Verantwortung direkt übernommen im ersten Spiel, wenn er reinkam. Hast du gleich gemerkt, yo, Eric ist da. Und umso mehr Spiele er dann bekommen hat, um nochmal so, weiß ich nicht, so selbstsicherer, so selbstverständlicher war es dann nochmal, ja. Obwohl das schon vom Spiel 1 auch immer der Fall war. Aber man hat dann gesehen, so mit Spiel 2, Spiel 3, war es nochmal alles einen Tacken besser. Was ich nicht ganz verstanden habe, was natürlich nicht irgendwas mit den Spielern zu tun hat, war immer diese Umstellung, mal auf der rechten Innenverteidiger, dann wieder auf der linken. Das fand ich immer ein bisschen wild. Aber Eric, ja, absoluter No-Brainer auf dem Level von Upa. Ja, natürlich ein bisschen anderer Spielertyp, aber super schade, dass man ihn hat gehen lassen. Aus seiner Sicht verstehe ich es natürlich. Ich kann es aus Bayern-Sicht irgendwo auch ein bisschen nachvollziehen. Du hast halt mit Ito nochmal einen Innenverteidiger, der kommen sollte. Du hättest mit dem Stunny einen. Ist die Frage, wie man auf den Außenverteidigerpositionen plant, ist die Frage, ob man, haben wir vorhin schon gesagt, ob man wirklich Interesse an Tar hat. Eric wäre ein No-Brainer gewesen. Wäre auch ein prädestinierter Mann für eine Dreierkette gewesen. Aber es hat nicht sollen sein. Ich wünsche Eric alles Gute. Hat eine gute Saison bei uns gespielt. Und ja, Lob und Anerkennung dafür, würde ich sagen. Ne? So, da sind wir bei Fonzie Davis angekommen. Ja, Fonzies Durchschnittsnote bei mir ist die 3,20 bei 29 Spielen. Das ist jetzt eine etwas schlechtere Note, wenn wir das mal mit den anderen vergleichen. War eine sehr durchschnittliche Saison von Fonzie Davis. Hat es schwer gehabt, am Anfang der Saison reinzukommen. Das war wirklich richtig schlecht. Ja, deswegen hat auch so eine schlechte Note. Rückrunde war dann auf jeden Fall stärker. Da war er da, hat aber auch immer wieder mal so einen Ausreißer drin gehabt. Wenn ich so Feyenoord denke, mit einer 4,5. Aber gegen Feyenoord war halt auch alles schlecht. Aber auch Stuttgart 3,5 und sowas. Ich persönlich, wir haben da letztens im Stream drüber geredet.
erstmal diese Vertragsverlängerung war natürlich eine Farce. Ja, ich verstehe es natürlich in der heutigen Zeit, so Spieler holen das Maximale raus, alles gut. Ich persönlich muss das nicht gut finden. Ich fand das eine absolute Katastrophe. Ich hätte ihn nicht bei uns behalten. Ähm, Er ist für mich auch kein linker Verteidiger in der Viererkette. Dafür ist er defensiv einfach viel zu schwach. Offensiv dann zu wenig durchsetzungsfähig. In der Dreierkette, beziehungsweise dann in der Fünferkette als Schienenspieler, kann ich ihn mir sehr gut vorstellen, weil er da nicht so diese defensiven Zwänge hat, unbedingt Flanken zu verhindern und sowas. Da müsste er aber vorne stärker werden. Im 1 gegen 1 müsste er sich mal besser durchsetzen können. Schwierig, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei Fonsi. Ja, wie gesagt, die Saison war ein Schritt in die richtige Richtung. Kompanie hat ihn wieder hinbekommen. Aber er ist natürlich noch lange nicht da, wo auf dem Leistungslimit für das Geld, was er bekommt. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es jetzt nur um die vergangene Saison. Das war Durchschnitt. 29 Spiele hat er gemacht. Oder 29 Spiele, wo er benotet wurde von mir. Und ja, 3,2 für Fonsi Davis, Leute. Ja, damit kommen wir zu Ito. Ja, ich blende es mal ein. Hier, bitte. Ito 3,33 bei 3 Spielen. Ist natürlich keine aussagekräftige Benotung bei 3 Spielen. Ito natürlich der Unglücksrabe die Saison. Ich halte eigentlich sehr viel von ihm. Ich denke, er hat das Potenzial, ein defensiv starker linker Verteidiger zu sein. Das hat er in Stuttgart gezeigt, auch in der Viererkette. Wäre aber auch prädestiniert für eine Dreierkette, der linke Part zu sein. Gibt uns auf jeden Fall eine Menge taktische Möglichkeiten, wenn er denn endlich mal fit ist, ja, und dann endlich mal fit bleibt. Ich weiß nicht, hat einfach die Scheiße am Fuß, seit er bei uns ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir können nur hoffen, dass er nächste Saison durchstarten kann, dass er verletzungsfrei bleibt, dass er aber auch frei im Kopf wird, weil nach so einer Verletzung oder Doppelverletzung dann erstmal wieder das Selbstverständnis, das Selbstvertrauen zu haben. Wird interessant zu sehen sein, ja. Ja, damit kommen wir zur nächsten Abwehrkanone. Das ist Rafa Guerreiro. Rafa Guerreiro hat auch eine 3,3. Das ist auch eine sehr schlechte Note eigentlich bei 30 Spielen, die er gemacht hat. Liegt halt einfach auch daran, auch er ist für mich alles andere, aber kein linker Verteidiger, Alter. Ja. Immer noch in der defensiven Ausrichtung stärker wie Alphonso Davies. Fehlt aber natürlich dann der Speed. Ja, aber weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch zu sehr alte Schule, dass ich von Außenverteidigern einfach erwarte, dass sie auch defensiv was können. Ja. Und das kann Fonsi Davies nicht, das kann ein Conny Leimer nicht, das kann ein Rafa Guerreiro auch nur bedingt, wenn er mal einen guten Tag hat. Ich weiß nicht. Ich sehe ihn dann schon eher so in einer Halbposition im Mittelfeld oder in der zentralen Position im Mittelfeld. Da hätte er vielleicht mehr Mehrwert wie auf einer linken Verteidigerposition. Aber das ist auch nur meine Meinung. Wir sehen es, eine sehr durchschnittliche Saison mit einer 3,3. Ja, das ist, denke ich, aber auch sein Leistungsniveau auf dieser Position. Gut. Damit kommen wir zur nächsten Kanone, ja, zum Boe, der eigentlich einen sehr, sehr guten Start hatte, fand ich, mit Michael zusammen, ja. Hat mich gewundert, dass wir ihn wirklich 13 Spiele gesehen haben. Das ist ja fast ein Viertel aller Spiele. Aber auch da, ihr seht es, eine 3,27, eine sehr, sehr durchschnittliche Note. Mehr war es aber leider auch nicht. Ja, hatte, wie gesagt, einen guten Start. Warum man ihn dann wieder rausgenommen hatte, habe ich nicht ganz verstanden. War wirklich ein gutes Zusammenspiel mit Michael. Und danach, ja, immer wenn er dann mal reinkam, war es wirklich schwach. Ja, dann war es maximal, wenn es gut war, war es Durchschnitt. Eben genau diese Note, die da gerade steht. Da ist eine Menge Luft nach oben, sofern er bleiben sollte. Ich gehe nicht davon aus, dass er bleibt. Was ich schade finde, ich denke, defensiv ist er auf jeden Fall einer der Besseren, der auch mal weiß, wie man eine Flanke verhindert. Und nach vorne fand ich es auch gar nicht so schlecht. Ja.
aber hat bei uns halt leider auch nie den Stand gekriegt, war immer wieder verletzt, immer wieder weg. Und dann jetzt zum Schluss hat man sich auf Conny Leimer festgelegt und ein Sacher war einfach außen vor. Was ein bisschen schade war, vielleicht hätte der Junge einfach auch mal, so wie viele, viele andere Spieler in diesem Team, diese 6, 7 Spiele Vertrauen mal gebraucht, ja, um dann mal richtig durchzustarten, weil ich glaube schon, dass er das Potenzial gehabt hätte, ein sehr kompetenter Rechtsverteidiger zu werden. Ja. Natürlich hätte er noch mal 1, 2 Steps machen müssen bei uns, keine Frage, im Gegensatz zu Galatasaray, wo wir ihn hergeholt haben. Aber da war er schon stark in den Spielen gegen uns, das muss man mal sagen. Ja. Also das Potenzial wäre auf jeden Fall da gewesen. Man hätte einfach mal, glaube ich, ihm das Vertrauen geben müssen. Ja. Dann hätte es werden können. Ja, da bleibt abzuwarten, wohin die Reise geht. Ihr seht, Durchschnitt ist auf Guerrero-Level. Mehr wie Durchschnitt war es leider nicht diese Saison, muss man leider sagen. Aber er hat auch nicht viele Spiele gehabt, um da mal wirklich ein bisschen mehr zeigen zu können. Jo, dann kommen wir zum nächsten Sorgenkind. Da ist er. Josip Stanisic, lange Zeit raus. Sehr, sehr starker Anfang in der Vorbereitung. Dann leider die Verletzung zugezogen. Daher nur auf 17 Spiele gekommen. Was immerhin ein Drittel aller Spiele ist. Das muss man auch sagen. Auch da seht ihr, ist eine Menge Luft nach oben mit einer 3,17 im Durchschnitt. War aber auch klar, wenn du aus so einer Verletzung kommst, dass du nicht direkt, ey, ich bin direkt da und direkt fahre ich Zweiernoten ein, mache super Bombenspiele. Dass er Zeit braucht, ist klar. Mir persönlich hat er als Innenverteidiger besser gefallen wie als Außenverteidiger. Fairerweise durfte er relativ wenig auf der rechten Verteidigerposition spielen, wenn auf der linken Verteidigerposition. Da hat er mir nicht so gut gefallen. Wo er mir gut gefallen hat, ist auf der rechten Innenverteidigerposition, auf der linken auch nicht so stark. Ich weiß nicht, warum man das da immer hin und her gewechselt hat. Da habe ich ja gerade schon mal gesagt. Aber da als Innenverteidiger hat er mir ganz gut gefallen. Hat er ein bisschen mehr Einfluss aufs Spiel, hat er auch keine Scheu, das Spiel dann zu eröffnen, mal mit nach vorne zu gehen und sowas. Das sieht sehr gut aus. Und ein Stani ist jetzt einfach zu wünschen, dass er die Club-WM gut übersteht und dass er dann in der neuen Saison mal verletzungsfrei bleibt und wieder an sein Leistungslimit kommt und dann vielleicht auch den nächsten Stepper macht. Ja. Weil das Potenzial hat er, das hat er schon gezeigt, wo er bei uns war, das hat er dann auch in Leverkusen gezeigt. Diese Saison konnte er das leider nicht zeigen, aufgrund seiner Verletzung. Wir werden sehen, ob es in der kommenden Saison dann so ist. Gut, dann werde ich mal noch einen Conny Leimer raussuchen. Ja, den nehme ich jetzt mit in die Abwehr rein, auch wenn er eigentlich ein Mittelfeldspieler ist. Aber als Mittelfeldspieler können wir ihn diese Saison ja gar nicht beurteilen. Conny Leimer hat mit Abstand die schlechteste Note in der Defensive. Ja, noch schlechter als die von Ito, den wir nicht fairerweise bewerten können, aber selbst die noch schlechter wie ein Guerrero. Und das liegt einfach daran, dass ein Conny Leimer kein Rechtsverteidiger ist und man ihm da nicht wirklich einen Gefallen mitgetan hat. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Jetzt zum Ende der Saison, beziehungsweise in der Rückrunde, war es besser. Ja, definitiv. Gerade die letzten Spiele war es wirklich gut. Gegen Inter war es zweimal wirklich schlecht. Gegen Dortmund war es schlecht. Jeder Gegner, der einen Conny ausgenutzt hat auf dieser Posi, dann sahen Conny immer schlecht aus. Ja. Viele Gegner haben das nicht getan, habe ich nicht verstanden, warum. Conny Leimer, ich habe es letztens im Stream gesagt, wenn wir von 90 Flankenversuchen ausgehen, kriegt Conny vielleicht hin, 5 zu verhindern. Ansonsten, er verhindert keine Flanken. Schlimmer wie Alfonso Davies auf der linken Verteidigerposi. Ja. Ansonsten hat er sich 2, 3 Mal richtig die Püren lassen. Mir fehlt das Wort, Alter, ich kann nicht mehr sprechen. Ihr wisst, was ich meine, ja, indem er nach vorne presst, wie so ein Berserker als rechter Verteidiger und der Gegenspieler macht einfach einen Haken und Conny ist raus und das als rechter Verteidiger. Ja. Er sah ein bisschen besser aus, wenn Upa richtig stark war, weil Upa viel weggearbeitet hat dann auf der rechten Verteidigerposi. Dadurch waren dann aber auch Lücken in der Innenverteidigung da. Also Conny Leimer für mich alles, aber kein Rechtsverteidiger. Und das spiegelt sich einfach auch in der Note wieder. Ja. Er hat ein paar Düpieren, meinte ich übrigens. Er hat ein paar sehr, sehr gute Spiele gehabt nach vorne.
In der Defensive, ja, er hat mal 1, 2 Spiele gehabt, wo er ein bisschen defensiver stand, dann war es einen kleinen Tacken besser, hat aber nichts daran geändert, dass er nicht in der Lage ist, Flanken zu verhindern und das als Außenverteidiger. Ja. Von daher völlig zu Recht diese Note. Ich finde es super schade, dass er diese Note hat, weil stell ihn ins zentrale Mittelfeld, das haben wir dann in den letzten Spielen gesehen, wo er immer ein bisschen mehr da reingerückt ist, welchen Einfluss er dann haben kann und wie stark er ist. Ja. Er ist einfach kein rechter Verteidiger. Und deswegen hat er aus meiner Sicht zu Recht diese Note. Ja. Es ist super schade, dass er hier bei der Verteidigung dabei ist. Ja. So, ich gucke mal eben durch, ob ich irgendjemand vergessen habe, aber das sollte eigentlich alles sein. Buchmann brauche ich nicht benoten, den haben wir nicht gesehen. Adam Aznu brauche ich auch nicht benoten, haben wir auch nicht gesehen. Ich kann sie aber gerne der Vollständigkeit halb einmal einblenden. Wir haben ihn ja immerhin auf der Meisterfeier gesehen. Da habe ich wenigstens gesehen, dass er existiert. Ansonsten haben wir vom Tarek nichts gesehen. Und vom Adam haben wir sehr, sehr gute Vorbereitungsspiele gesehen. Und danach durfte er auch nicht mehr sein Können unter Beweis stellen. Ja. Das ist das Saisonfazit zu unserer Abwehrreihe, Leute. Wie gesagt, das Duo Upa-Min-Jae war stark. Es war stark nach anfänglichen Problemen. Vinny hat sie durchgezogen, die ersten 5, 6 Spiele, muss man ganz klar sagen. Ich habe es knallhart kritisiert, dass es absolut nicht gepasst hat. Und dann haben sie auf einmal sich gefunden, waren stark, waren ein gutes Duo. Ja. Dann kam Airbags Zeit, Airbag rein, direkt performt, gar kein Problem für den Airbag Dyer. Ja. War super schade für den Upa halt, weil Upa auf einem sehr, sehr guten Weg war, Richtung Führungsspieler, Richtung Abwehrboss. Ich hoffe, der Weg geht weiter und er macht den letzten Stepper. Unsere Außenverteidigung, Katastrophe. Ja, wirklich Katastrophe, wenn wir vom Bayern-Niveau reden. Das hat ein Stunny nicht gehabt nach seiner Verletzung, das hat ein Boe nicht gehabt, das hat ein Conny Leimer schon gar nicht gehabt und ein Alfonso Davis hat es in der Defensive. Ja, die letzten Spiele waren besser, muss man fairerweise sagen, ja, aber auch er hat ein Riesenproblem damit, Flanken zu verhindern und ein Riesenproblem damit, gegen einen technisch versierten Spieler da hinten zu stehen. Ja. Aber wenn wir vom Potenzial reden, ja, vielleicht kriegt man es beim Fonsi noch hin. Ich denke, Stunny hat ein gutes Potenzial. Ito bin ich gespannt. Guerrero hat diese Saison gezeigt, was er kann. So, das ist das, was ein Guerrero kann als linker Verteidiger. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Also der macht keine Stepper mehr nach vorne, nach hinten. Das ist das Level, das ist ein Durchschnittsspieler als linker Verteidiger, Punkt. So, ja. Alle anderen, die jetzt durchschnittlich benotet waren, hätten mit Sicherheit das Potenzial, besser zu sein. Selbst ein Boe hätte Potenzial, besser zu sein, denke ich. Ob wir die nochmal sehen werden in der kommenden Saison, sei mal dahingestellt. Ich denke, der Einzige, der da hinten safe ist, ist Upa. Min-Jae, denk mal, wenn da ein gutes Angebot kommen würde, würde man sich damit beschäftigen. Airbag ist schon weg. Fonsi Davis wird ein bisschen dauern, bis wir ihn wiedersehen. Ito wird mit Sicherheit auch noch dauern. Guerrero werden wir weiter da hinten rumdümpeln sehen. Ich denke nicht, dass wir bereit wären, ihn abzugeben. Wie gesagt, keiner, der irgendwie groß laut ist, wenn er draußen sitzt und ansonsten durchschnittliche Werte hat und durchschnittliche Leistung bringt, was fein ist. Ich weiß jetzt nicht, was er verdient. Anderes Thema. Stunny. Ja, Stunny ist der, wo ich mir eigentlich am meisten erhoffe da hinten. Ja, und nochmal, Conny Leimer ist für mich kein Außenverteidiger. Und damit bin ich durch, was unsere Abwehr angeht, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben, nach unten da. Und wie immer am Ende, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen.